Ja, hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu meinem neuesten Motovlog. Und ja, heute probiere ich ein bisschen den Motovlog mehr wie ein Motovlog zu machen und nicht fahren und etwas geplant zu schnurren, sondern es kommt wie es kommt. Und wenn ich nicht schnurre, dann wird es halt gecuttet oder es kommt Musik dazu. Genau, und jetzt bin ich heute am Ostermontag, ich weiß nicht, wenn das Video online kommt, aber wenn ich es aufnehme, ist Ostermontag. Ich gehe mit meinem Bruder ein bisschen ausfahren, ein bisschen durch die Stadt, ein bisschen anfahren lernen. Und ja, dann über die Dös noch ein bisschen, sind wir falsch? Nicht über die Dös, keine Ahnung, wo nicht durch. Ein bisschen aussen rum, ein bisschen Landstrasse bollern. Genau, und das Ganze wird ein bisschen ein random Motovlog, ich kann über alles erzählen, kann alles mögliche drin sein. Weil das habe ich mir schon ein paar Mal überlegt, so, nein, über das Thema rede ich nicht, über das Thema wollte ich auch nicht reden und über das auch nicht. Das sind alles einmal im random Vlog und jetzt soll ich einfach mal ein bisschen alles rauslassen, was ich mir so vorgestellt habe. Das erste wird sein, wenn ich richtig viel im Lotto gewinne, also richtig viel. Wäre mein Traum, ein Autohaus aufzumachen oder zu übernehmen. Beziehungsweise eigentlich, ich sage euch jetzt gerade mal, was eigentlich meine Idee wäre, so wie ich es denke. Eigentlich wäre meine Idee, würde ich gerne jedes Auto kaufen, wo ich Lust drauf habe. Jedes Auto kaufen, wo ich Lust drauf habe. Und wenn ich eine Garage habe mit Autonummern, dann muss ich nicht jedes Auto versichern. Dann habe ich nicht 100'000 Nummern, 100'000 Versicherungen. Und darum halt eine Garage, dass ich Garage-Nummern habe. Aber gleichzeitig könnte man auch, wäre das auch eine gute Investition, wenn man viel gewinnen würde. Und ich würde mir so ein Autovermietung auftun. Wenn der ein oder das Auto kaufen kann, es auch kaufen. Oh, schau mal der. So böse aus, nicht der Frischgast. Nein, weißt du, wie ich meine? Also eigentlich wäre der ursprüngliche Gedanke für mich dann, ich mache jetzt einen Blitzer, der ursprüngliche Gedanke von mir, eine Garage, also eine Garage mit ganz vielen Fenstern, Scheiben, wo man reinschauen kann, aufmachen oder bauen lassen oder übernehmen oder was auch immer. Dann kaufe ich mir einfach jedes Auto, das ich will, vielleicht ein Auto restaurieren lassen. Solche Autos, die aber dann auch einen Wert zum Verkauf, nicht irgendein scheiß Auto. Ein Auto restaurieren lassen dort rein. Und auch zum Verkaufen anbieten. Und ja. Die Garage-Nummern, dass ich dann auch ein bisschen alle Autos fahren kann. Das wäre schon das würde ich richtig fett finden. So, eigene Werkstatt, wo man wirklich reinschauen kann, wo man wirklich modern ist. Von mir aus, ich weiß nicht, wie man das macht mit dem Auto. Ob die Auto, also am liebsten würde die Auto in dieser Werkstatt sozusagen, also vielleicht so ein Kundenbereich, wo ganz schön ist, putzt ist alles, entweder wie bei JP, dass die Autos so rumstehen. Oder sie sind halt versteckt. Aber ich würde es cool finden, so kann man rumlaufen. Man kann auch noch einen Kaffee trinken oder so. Rumlaufen, die Autos anschauen, sagen, okay, ich will mit dem eine Runde fahren. Aber, so ein grosses Aber, ich müsste gesetzlich, wollte ich alles abdeckt haben. Die Leute fahren damit, was passiert wenn. Was passiert wenn. Ich will nicht, dass ich dann in wenigen Monaten alle Autos verkratzt haben und ich muss es selber zahlen, sondern das muss alles abgeregelt sein. Wenn einer einen Kratz macht, dann muss er auch mir dann schön Geld dafür geben, dass ich das wieder flicken kann, dass die Autos auch wirklich schön werden. Ja. Das würde ich richtig geil finden. Und ich würde wahrscheinlich würde ich das so machen, ich würde Auto kaufen und vermieten, wo ich selber richtig chillig finde. Auto, wo ich selber richtig Interesse hätte dafür. Auch die 100 Coupés, also den Oldtimer, den ich kann, von dem schön machen. Dann auch, wenn jemand Interesse hat, kann man dann auch das Auto verkaufen, kann er auch in den Club kommen. Also, es klingt jetzt vielleicht alles ein bisschen nach Träumerei,
Aber was wirklich, wenn ich wirklich viel Geld gewinnen würde, wirklich, dann wäre mein Ziel, das ist wirklich so, wäre mein Ziel, eine Autogarage aufzumachen, wo man reinschauen kann, wo die Autos rumstehen. Aus dem Grund, dass ich für mich selber, dass ich an jedes Auto fahren kann, das ich will und dass ich halt eine Garagenummer habe. Aber dabei hätte ich dann auch einen Lift, eine Werkstatt, ein paar Leute dazu. Das ist schon fett, das wäre richtig fett. Und das wäre dann auch meine, das wäre dann, egal ob ich noch, ich sage jetzt mal als Beispiel, ob das Ganze 2 Millionen kostet jetzt zum Bau, ich sage jetzt einfach als Beispiel, wenn ich immer noch irgendwie 100 Millionen hätte. Oder ob das, ich sage, ich übertreibe jetzt, also jetzt ein bisschen, egal ob das jetzt 2 Millionen kostet oder ob das Ganze ein paar tausend Franken kostet. Das ist ja meine Arbeit dann. Ich würde dort sein, würde Termine abmachen, müsste vielleicht mich einfach Geschäftsführer halt von dem Ganzen. Obwohl ich von dem gar keine Ahnung habe, ganz ehrlich. Aber ja. Ja, Inhaber und Geschäftsführer. Weil ich finde immer, wenn man so ein Geschäft hat oder etwas, warum sollte man dann nicht dort arbeiten? Weil dann kannst du erstens einmal, ist es ja dir. Und zweitens einmal musst du etwas weniger anstellen. Und drittens einmal hast du selber Lohn dann. Also ich finde das immer blöd, wenn man irgendwie selber das Geschäft hat und man sagt, oh, man muss so viel. Ich habe von vielen Leuten schon gehört, ich muss so viel arbeiten und so. Aber wenn ich selber es geschafft hätte, ich würde dort, weißt du, viel reinstehen. Zu mir das Geschäft, wäre das mein Baby, das Geschäft. Oder? Also das ist ein bisschen, finde ich, ein bisschen blöd, wenn man so ein Geschäft hat und man dort irgendwie jammern oder irgendetwas. Also, nein, ich würde. Das Blöde ist halt, Leute von der Familie einbeziehen, wenn man geschäftliche Streit hat und dann nimmt man das in die Familie und dort man irgendwie die Leute, weißt du, was ich meine? Wenn man irgendwie Leute künden oder wenn jetzt, ich sage jetzt mal, die Mutter oder der Bruder oder wie auch immer, das was du machst, willst, dass er macht, nicht so macht und dann jemand anderes könnte vielleicht blöd gesagt künden und bei der Familie wäre halt nicht so toll, oder? Und auf der anderen Seite, das Privatleben, das berufliche Leben innen ist irgendwie, es wird alles ein bisschen viel, habe ich das Gefühl, dann, weißt du, was ich meine? Aber auf der anderen Seite, warum? AMG, Mercedes, falsch. Nein, aber auf der anderen Seite wäre es auch geil, dann hätten die alle einen schönen Job, würden schön verdienen. Aber auf der anderen Seite, wenn ich immer noch mega viel Geld hätte, könnte jedem etwas geben und dann müsste niemand mehr arbeiten, also von dem her. Ja, ich weiß es nicht. Also ich würde es irgendwie mega chillig finden, wirklich eine eigene Werkstatt haben, aus dem Grundgedanken heraus, dass ich jedes Auto kann haben, das ich will, dass das auch kann aufmutzen und wie ich will. Das wäre natürlich schon mega fett. Na gut, also ich habe eigentlich sogar Run-Vlog, jetzt habe ich aber über meinen Traum nachstudiert, darüber geredet. Aber gut, wie war es? Ciao miteinander, euer Obscur 94.